Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Livestream mit mir, der Lara Croft, und wir spielen halt weiter Shadow of the Tomb Raider. Letztes Mal, wo sind wir da stehen geblieben? Also momentan stehen wir hier neben diesem Feuer, aber wo sind wir storytechnisch stehen geblieben? Ja genau, wir müssen mit dieser komischen eingeborenen Königin da reden. Genau. Ah ja genau, die wird die Nebenquest machen. Honorato und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Honoratos Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie nicht äußern. Sorry, ich denke da immer an Kotal Khan aus Mortal Kombat. Mortal Kombat. Kotal Khan wins. Hui. Oh. Ja, was machen wir? Ah ja genau, ich würde die Nebenquest machen. Wo muss ich denn da hin? Ah, da lang. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich glaube, ich setze jetzt. Ah, natürlich kann ich da wieder keinen Wegpunkt setzen. Kann ich da einen Wegpunkt setzen? Das geht, okay. Dann gehen wir mal zu dem Wegpunkt. Dann muss ich da lang. Servus, ich bin's, Lara. Ich weiß nicht, was sie mir jetzt gerade nachblättert hat, aber ich glaube nicht, dass es recht nett war. Hey, Priester, Depp. Ja, irgendwas mitnehmen? Ah, so. Ich kann sie nicht lesen. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Weil du scheiße bist. Schimpft so die Archäologin, aber kann nicht einmal so ein paar mickrige Monolithen lesen. Okay, wo muss ich jetzt da hin, dass ich zu denen... Okay, also ich bin eigentlich genau in dieser Ding drin. In diesem Missionskreis. Noch ein Monolith. Und es lädt. Bist du da eine von denen, die wo ich noch dazuhören muss? Ja, du bist da. Also, ich muss jetzt mal mit dir quatschen. War denn das Rätsel nochmal? Was war denn mal? Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Ja, Stadt. ich bin schick, danke. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Oh, Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am 3. Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Also über die Lippensynchro, da müssen wir nochmal reden, weil das ist ja wirklich furchtbar. Seid ihr das jetzt zu der Nebenquest oder ist das jetzt wieder was anderes? Ah, gut, das ist egal. War das jetzt Teil der Nebenquest oder nicht? Was muss ich nur mal machen? Warte mal. Die Verstoßenen, mit 5 Verstoßenen reden. Okay. Also es war Teil der Nebenquest. Lass mich raten, du kannst es nicht lesen. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Natürlich kannst du nicht lesen, weil du scheiße bist. Okay, das war ein Verstoßener. Oder ein Verstoßene. Ja, ja. Hami, hami, ha. Chala, hey, chala. Okay, wenn ich jetzt da lang gehe. Hoppa. Macht das eigentlich Schaden? Ich habe ja kein Leben, ich habe ja keine Lebensanzeige. Ich habe keine Ahnung, ob und wie viel Schaden ich nehme. Ja, jalla, jalla. Ah, du. Grüß dich. Hallo.
Bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du's gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimon der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimon. Danke, Ishik. Sie findet mich alle schick. Ja, ich finde mich auch schick. Mein blauen Poncho. Sponsored by Cal Kestis. Meine Frau ist sehr krank. Nein, du bist Wie ja- viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Du bist kein Verstoßener. Wir brauchen einen anderen Verstoßenen. Da unten ist da noch einer. Natürlich kann man keinen Wegpunkt setzen. Wo muss ich denn jetzt da lang? Da rechts, da geradeaus. Oh, das voll. Ja, ich kann es mir nicht merken. Da, was ist da? Und da so rüber? Na, doch. Na, da darf ich zur Story. Ich will nicht zur Story. Ich will nicht mit der Story weitermachen, zumindest noch nicht. Dann da, oder? Da ist richtig. Ich muss da nach. Und jetzt ganz auf und dann links. Stimmt das? Ja, schaffen wir das. Jetzt bin ich wieder bei den Monolithen. Genau, muss jetzt da lang. Jawohl. Schön. Du. Ah nein, mit dir haben wir vorher geredet. Also muss da noch irgendwo noch einer umeinander sein. Voll. Toll. Hä? Aber mit der haben wir doch. Oder bist du? Nein, du bist so ein Typ, so ein Fiedertyp. Wo soll ich jetzt da noch so ein Verstoßener rumlungern? Da vielleicht? Ah, du schaust mir richtig. Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast richtig sicher die schick. Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Wieder mal eine dieser Situationen, in denen man was sucht, alles findet, nur nicht das, was man sucht. Es war so eine ganz schöne Geschichte, aber ich glaube nicht, dass das jetzt da eine von den Geschichten war, die ich brauche. Oh, da her. Da. Ja, nimm's halt mit. Ah, da ist eine Höhle. Ach, das wird wahrscheinlich eines dieser sogenannten Becken sein. Scheiße. Dazu mir bitte da aufdauern. Okay. Da wird da schon keiner von die Ausgestoßenen umeinander rum sein, oder? Vielleicht trifft man Aquaman. Also, du warst keine Ausgestoßene. Ah, Fix. Ma Ja, bitte, Balbejo. ja. Aber nicht rum. Ist ja jetzt nicht so, jetzt wäre Lara so ein Wandschrank, dass da jeden gleich umrempelt. So der Kratos. Ja,
Die habe ich doch schon geredet. Gehen wir mal da oben, vielleicht so. Oh, da gibt's Feder. Federn kann ich auch nicht nehmen. How about fuck you Spiel? Und jetzt von oben. Ah! Ah, lustig. Okay. Oh, okay. Dann gehen wir bloß wieder nach, oder? Da muss doch irgendwo so ausgestoßen umeinander sein. Nein, da natürlich auch nicht. Die habe ich schon geredet. Du warst auch nicht sehr nützlich. Oh Gott. Gehen wir mal da rein. Oh, ein Basislager. Geil. Nehmen wir gleich. Nehmen wir gleich mit. Ja, aber ich jetzt eigentlich nur. Nehmen wir gleich mit, das Basislager. Du schaust wie ausgestoßen. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Du schaust genauso aus wie die Pisco, anderen. der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patrouille verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe Ixchels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der 3 Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene Ixchel mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. Findet mich alle so schick. 3 von 5. Oh Gott, also nur 2. Aber wo soll ich denn... Was? Nein, ich will nicht Jade. Ich will da... Da muss noch irgendwo... Da müssten sogar 2 noch sein. Hä? Ich werde jetzt doch nicht ganz schlau draus. Wo sollen diese komischen Verstoßenen denn bitte sein? Du, bist du verstoßen? Nein, du bist auch nicht verstoßen. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinauf paddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Die ganze Zeit dreht sich dieses Ding da herum. Ich meine, die redet von so einer peruanischen, geheimnisvollen Stadt und nicht New York City. Wo sind denn jetzt diese scheiß Verstoßenen?
Wieso hat die gerade so ausgeschaut wie die anderen vorher? Schauen alle gleich aus. Voll der Rassist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Voll. Jetzt überall alles voll. Wieder noch. Da ist bloß die eine hier. Mehr gibt's doch nicht. Spiel, was willst du von mir? Ich habe jetzt in Ewigkeit das ganze Scheißdorf noch diese dämlich Verstoßenden da. Habe ich nicht nur irgendwo ein Nebenquest gehabt? Oh, da leicht noch einer gerät. Das ist auch eine Sie. Schaut die auch wieder so? Nein, ist er ja. Das ist ein Typ. Die Verstoßenen brauchen nur ein Ohr, das ihnen zuhört. Ja, ach so, das ist er. Oh Gott. Das ist unser Auftraggeber. Zu dem wo ich nicht. Schatztruhe, Throne. Der Konquistador. Der Artefakte, was ist das? Naja, haben wir wieder was gefunden. Patolli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Xochitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Oh Gott, also du warst das auch nicht. Ist jetzt so das wäre mir jetzt echt steppert, da die ganze Zeit da mal anzusuchen. Schauen wir mal, was habe ich denn noch? Habe ich noch irgendeinen Nebenquest? Banditen sorgen. Ach so, das war ganz woanders. Ach, das war mal in der anderen. Das war mal jetzt im anderen Tor. Ja, ich kann ja nicht schauen, während wir jetzt. Ich sehe schon, der ganze Teil heute, das wird halt eine einzige Sucherei. Oh, geiles Bett. Wenn da zwar drin schnackseln, dann bricht es doch zusammen, oder? Hui. Du, bist du verstoßen? Nein. Lama! Ich will Lama streicheln. Lama. Oh, ist das cute. So. Holz, kann ich beides nicht brauchen. Ich brauche jetzt einen Schnellreisepunkt. Ja, das ist wieder diese Halbpisse. Oh, da ist ein Schnellreisepunkt. Nehmen wir doch gleich Schnellreise. Und auf geht's. Schnelle Reise bitte. Da muss ich nämlich da rüber, glaube ich. Docks. Kubak Yaku, da muss ich, glaube ich. Die schnelle Reise, die eigentlich gar nicht so schnell ist. Jetzt können wir erstmal wieder gefühlt eine halbe Stunde warten, bis wir dann überkommen. Ah, da war trinke ich was. Mit Tab öffnen Sie. Ey, wollt ihr das lesen? Wenn Sie Schaden erlitten haben, halten Sie L1 und drücken Sie dann X, um medizinische Ressourcen zur Heilung einzusetzen. Weiß ich, danke. Während Sie abseilen, ja, das muss ich ja. Sammeln Sie Artefakte und wissen über Kulturen und ihre Dialekte hinten zu übersetzen. Ja Gott, das
Da sind wir ja auch ganz fleißig dabei eigentlich. Jetzt mach halt. Waffen können im Basislager mit Ressourcen verbessert werden. Cool. Jetzt soll ich trotzdem nochmal schnell bei dem Basislager ein passenderes Outfit anziehen. Soll ich eigentlich irgendwo was upgraden? Ja, die Pistolen, das spare ich meins mal. Ja, mal das da und das da. Okay. Oh ja, unser sexy Tanktop. Ja, ich ziehe Tanktops. Also ich muss jetzt irgendwie an irgendeinen Stadtrand, wenn ich das richtig sehe. Okay, jetzt einfach mal da lang. Das ist Stimme, oder? Oh. Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, armer Pablo. Wir sollten was tun. Sie haben Marco so zugesetzt. Er kann kaum gehen. Wenn wir nichts unternehmen, wird es nur schlimmer. Also da rennt's drüber, also schätze mal, bin ich da schon mal gar nicht so falsch. Ich geh mal da durch. Halt, da. Das hab ich gar nicht gemacht da. Eine Huldigung. Ach ja, genau. Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Ucupacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Okay. Ist ja interessant. Hab auch wieder was gelernt. Gehen wir da durch? Oder bin ich da hergekommen? Was ist das? Ein Kind. Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Oh. Vielen Dank. Verschwinde von hier. Okay. Frage. Ist dieses Kind irgendwo da runtergesprungen oder wie kann es sein, dass die Fußstapperer erst ab der Hälfte von dem Badloch anfangen? Das klingt gar nicht gut. Nein. Jawohl, wir warten das Bad auf, aber schön sind sauber. Solche Schuhe hätte ich auch gern. Oh Gott, riesig schon. Scheiße. Ah, wieder ihr Lieblingswort. Was ist denn Ihnen gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft. Rudi, Rudi, küss dein Auge. Bla, bla, bla. Der nervt mich nicht mehr. Aber dafür seine Kumpel. Wert auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Bist du noch da draußen? Ihr seht mich nicht. Mann am Boden! Verstanden. Ist vermerkt. Verflucht. Ich sehe mich lieber mal um. Ihr habt mich. Du siehst mich nicht. Komm her, komm her. Schön brav und schön alleine vor allem. Schön. Mann am Boden! Wir können nicht Ich weiter. muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ja, komm Fällt mal alles her. auf den Kopf. Nein, wieso kämen sie jetzt zu zweit? Ach komm, warum kämen da jetzt zwei von denen Neger? Sehen wir uns mal um. Roger, Suchaktion läuft. Roger.
Hör doch auf jetzt! Scheiß! Gewalt gegen Frauen! Ich glaube, es hackt! Scheiß Sexist! Okay, sie geht immer noch geduckt, also müssen irgendwo noch Gegner umeinander lungern. Ich habe jetzt bloß keine Ahnung wo. Da rum wahrscheinlich irgendwo. Kann ich da Bomben schmeißen? Oh, ich kann Bomben schmeißen. Kann ich Bomben schmeißen? Schmeißen wir eine Bombe. Schmeißen wir mal da eine Bombe rein zu denen. Hui! Ist überhaupt was gebraucht? Ich glaube nicht. Okay. Da oben sind die Gegner, aber wie? Wie? Hol ich dann auf? Ich meine nur mehr Bomben. Weiß, wurscht ist. So. Der Schee und so, dass ich Bomben schmeißen kann, aber das bringt mir gar nichts, wenn ich keinen von den Neger erwisch. Oh, da gibt's Heal. Oh, wie voll, okay. Gehen wir mal, schalten wir wieder Hexersinne ein. Gebt mir Deckung, ich muss hier weg! Ja, was? Wir sollen hier diesen Grützlich fixen! Ich versteck mich. Vielleicht können wir das over. Sichert mich. Ich klär das. Ich muss sie finden. Scheiße. Was ist das denn? Ich sollte mal danach sehen. Wir sollen hier mit der Neischleicher. Dort vielleicht. Komm ja doch nichts. Nein, okay, verstehe. Du ziehst den Schwanz ein, wenn es schmutzig wird. Ich hab doch keinen Schwanz. Das wäre ein guter Ort. Wir sollen hier mit der Neischleicher. Bereich gesichert. Sie ist hier irgendwo. Die kannst du mal wieder probieren. Jetzt haben sie ja, jetzt, vielleicht geht's jetzt. Jetzt haben wir ja quasi deren Wenn ich dich suchen muss, werde ich nur noch wütender. Position unter Also hinten! Warum macht das dem jetzt gerade schon? Ich nehme mal eine andere Knarre. Wartet mal kurz. Ich glaube, sie ist abgehauen. Wen dran? Hier. Sichert mich. Ich klär das. Muss dich fix! Hau ab! Ich werde verletzt. Jetzt hat jemanden erwischt. Muss nachladen. Moment. Wo ist er denn? Raus da mit dir. Das Team ist so gut wie aufgerieben. Nix, Mari! Ich will nochmal. Jetzt kommt so der Kill aus, glaube ich. Alter, ich hab doch drauf! Oh, Alter! Aber wie viel von denen Neger laufen da noch umeinander? Und ich. Letzte Chance aufzugeben. Halt, Maul. Ah, so. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Das war jetzt eigentlich anders geplant, aber ich komme ja in die, ich hab mir ja da einen Neischleicher können. Naja, wir nehmen Muni mit, alles was diese Arschlöcher fallen haben lassen. Gut. Du sollst nicht nachladen, was machst du, Mädchen? Nimm die Muni mit. So, wie viel Muni haben wir jetzt für die 149? Meine Fresse, Alter. Das war jetzt eigentlich anders geplant. Das habe ich einen Haufen Heal verballert. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Danke. Für alles. Danke. Sei gesegnet. Möge die Macht mit dir sein. Möge der Saft in dir sein. Oh, da kommt man rein. Oh, ist das anstrengend.
bisschen Heal war schön. Ich habe nämlich gerade einen Haufen verballert. Müssen mir jetzt nicht verzeihen, dass da herin nichts gibt. Wer hat mir das gesagt? Oh, ein Opfermesser. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Das schaut aus wie dieses Ding aus Ein Königreich für ein Lama, dieser Palast vom König Cusco. Tut mir leid, sie versauen den königlichen Groove. Ah, ein Klassiker, der Film. Der stammt noch aus der Zeit, als Disney noch gescheite Filme gemacht hat. So, jetzt kann ich den Heal mitnehmen. Ja. Das habe ich alles. Ja, jetzt bin ich gerade durch. Da hinten ist noch. Ist das ein Heal? Bitte sag, dass das ist doch Gesundheit. Ja, nice. Okay, ich glaube, das war's. Also, ich muss jetzt Dorf zurück. Schauen wir mal, ob es jetzt. Wahrscheinlich gibt es jetzt da irgendwie wieder Krawalle oder sowas, weil jetzt haben wir ja die Typen umgebracht. Das ist wahrscheinlich Ärger. Fahrt sie durch, Mädchen. Mit deinem süßen. Warum kann ich jetzt keine Waffen ausrüsten? Ich will gerade wieder Pistolen ausrüsten, gell? Nicht? Ich hasse das, wenn dieses Pistolending klar ist. Das schaut irgendwie komisch aus. Ah. Hast du ihn gesehen? Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Ich hoffe, er ist okay. Die Abby ist doch gar nicht da. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, toll. Arschanimation ist arschgeil. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. Ja, den Omar haben wir ja schon getroffen und wir haben auch schon Ärger gemacht bei ihm. So. Die Abby ist ja gar nicht da eigentlich. Die ist doch mit dem Jonah jetzt irgendwo unterwegs. Hey du! Ich hab dein Boot zurückgebracht. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Flussfalke.
Durchschlagskräftige Pistole mit enormem Schaden. Oh, nice. Wie schaut die aus? Und da muss ich schnell an mein Basislager. Also, wenn wir Nebenquests machen, kriegen wir neue Waffen. Geil. Ich muss mehrere Nebenquests machen. Inventar. Zeig mal her, die neue Knarre. Oh, das ist so ein Deadpool-Pistolen. So eine Deadpool-Knarre. Geil. Wenn ich jetzt nur eine zweite hätte, einen roten Anzug oder ein entstelltes Gesicht, dann könnte ich auch noch Deadpool machen. Und wenn es männlich war. Na, da gefällt es mir schon lieber so, wie es jetzt ist. Die Lara. So, natürlich leveln wir jetzt erst dann schon. Bitte einmal den Schaden. Und dann nochmal einen Schaden. Was haben wir denn noch? Ein Schalldämpfer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ist das? Elektroanalysiert die einer Ladehemmung oder ermöglicht eine höhere Feuerrate. Ja, geht noch mit dazu. Was ist das? Poliertes Magazin und innerer Schacht ermöglicht ein glatter, schnelleres Nachladen. Ja, das finde ich auch nicht verkehrt. Okay, haben wir gleich diese Waffen sind wir hochgelevelt. Die Deadpool-Knarre. Nicer Scheiß, Digga. Ich kann mal beim Glas schauen, was kann ich da? Upgraden. Mündungsbremse. Leitet den Feuern ausgelöste Treibgase um den Rückstoß und das Anheben des Laufes zu reduzieren. Ja, ich würde gerne auch noch mal warten, ein bisschen weiter, bis ich einen Schaden leveln kann. Ich glaube, da warte ich noch mit dem Ding. Ding zum Durchschneiden. Kann dicke Seile durchschneiden. Ja Gott, das wissen wir, das haben wir ja schon gemacht. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir mal wieder zurück in das andere Dorf, beziehungsweise da müssen wir uns glaube ich zuerst mal. Wo sind da hier? Da ist Story. Ich reise mal daher. Also, wenn wir Nebenquests machen, kriegen wir tolle Sachen. Das ist nice to know. Wie wundert es bloß, dass da keine Konsequenzen jetzt gegeben hat. Immerhin haben wir jetzt vor dem Typ seine ganze Bande, seine ganze Bande umgebracht und der Typ ist nicht sauer? Komisch. Also ich war da schon pissig, wenn da so eine 1,55 große Frau daherkommt und alle meine Männer umbringt. Gibt es eigentlich ein Wort, wenn man kleine Menschen diskriminiert? Wenn man Frauen diskriminiert, dann ist Sexismus. Wenn man Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderer Herkunft diskriminiert, ist es Rassismus. Aber wie nennt man das, wenn man kleine Menschen diskriminiert? Kleinismus? Okay. Ah, wir haben automatisch wieder das andere Outfit da. Okay. Ja, da würde ich sagen, ja, wurscht, dann. Ah, ich suche jetzt, soll ich jetzt nochmal die Verstoßenen. Ach, ich habe jetzt gerade die scheiß Verstoßenen zu Sache. Das ist echt nervig. Ich glaube, ich schaue doch nochmal mit das. Ich glaube, jetzt schaue ich doch mal zur Story. Schauen wir mal, wo es da weitergeht. Da stehen ein Haufen Menschen rum. Da gibt es noch ein Stoff. Stoff, nehmen wir mit. Oh, eine Tür. Die schaut so aus, als könnten wir es aufmachen. Zeiten. Die wieder durch. Kruzifix, lass mich durch hier, ihr Nasenbohrer. Ach da. Ja. Und jetzt? Ich geh erstmal da lang. Ah, okay. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Ja, schon wieder. Die Welt neu erschaffen. Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her!
Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und der Lösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann, Sahiri, war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Etzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Etzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Dr. Dominguez stammt ursprünglich aus Paititi, wo Trinity seit dem 17. Jahrhundert eine Präsenz unterhält. Das einstige Oberhaupt des Hohen Rates, ein italienischer Kardinal namens Gualtiero de Luca Dominguez, sah großes Potenzial in dem kleinen Jungen und bildete ihn wie einen Sohn dazu aus, seine Nachfolge anzutreten. Er stieg in den Reihen von Trinity auf, bis er schließlich zum Oberhaupt des Hohen Rates wurde. Er verbrachte den Großteil seines Lebens außerhalb von Paititi, wobei er zwar häufig dorthin zurückkehrte, aber nie lange blieb. Sein richtiger Name ist Amaru, aber als Hohepriester des Kultes in Paititi wird er von vielen nur mit seinem Ehrentitel angesprochen, Kukulkan. Er brachte den Schlüssel von Chakchel aus Cozumel zurück und versicherte seinem Volk, er würde ihn zu dessen Schutz verwenden. Amaru will die Schatulle von Ixchel in seinen Besitz bringen, um Paititi vor den zunehmenden Gefahren der Außenwelt zu beschützen. Er liegt aber bereits der Verlockung der Macht, der Möglichkeit, die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu erschaffen. Aha. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Aha. Interessant. Interessant. Auf der Stelle, wie sie doch gesagt hat, er hat noch Liebe, irgendwie war mein erster Gedanke, die schmeißt jetzt hoffentlich nicht an den Typen ran. Diese Königin da oder was, oder Häuptlingsfrau oder was auch immer das sein soll. Wo bin ich eigentlich? Wo ist jetzt eigentlich hier? Ich bin nicht da, oder? Ich laufe wieder genau in die falsche Richtung.
trotzdem. Der verstoßenen Kreis wird mir immer noch da angezeigt. Ist mir jetzt scheißegal, ich möchte jetzt diese blöd Verstoßenen finden. Ich will wissen, ob ich da auch wieder coole Sachen kriege, wenn ich das abschließe. Die Würfen von dem Wurm interessieren mich einen Scheißdreck. Ja, das ist Ehebett. Im Bett kannst du nicht fegeln, also jetzt bitte. Erstens schaut, okay, da kann da jeder zuschauen und zweitens kracht es sowieso beim ersten Mal zusammen. Bin ich wieder da. Hä? Sah die vorher anders aus? Sah doch vorher anders aus. Brauchst du wirklich verzeihen. Da ist wieder dieser komische Federschmuck-Kopf-Typ. Gehen wir mal da lang. Will da irgendwo das Haus? Nein, nein. Da oben rennt noch einer rum mit seinem sexy Lendenschurz. Ich will auch nichts mitnehmen. Du, bist du verstoßen? Ja, du bist. Ich bin ein Lügner, dem man nicht glaubt. Du bist verstoßen. Hallo, Pisco schickt mich. Wieso schauen die alle gleich aus? Sagtest du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Bei dem Kult, da denke ich irgendwie auch immer an Kuckucksklan, diese Rassistenbewegung da. In Amerika. Da gab es, glaube ich, sogar einen Film mit Adam Driver. Der Kuckucksklan. Black Clansman, glaube ich, hieß der. Okay, ich muss in die Richtung. Ja, schaut doch gut aus, schaut doch gut aus. Jetzt haben wir noch einen Verstoßenen und dann sind wir da durch. Mit. Toll. Ah. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Aha. Danke für diese wichtige Information. Bin ich da richtig? Warum ist jetzt die Markierung wieder weg? Ist die Scheißmann. Ach, da vorne ist. Okay, aber ich bin glaube ich ganz richtig. Ich bin glaube ich gerade so falsch. Hoppala. Entschuldigung. Ganz ehrlich, das ist doch so ein Witz, dass die keine Federn mitnehmen kann. Schau, wie viel wiegt der Feder? Willst du mich verarschen? Und das ist Lara fucking Croft, Alter. Aber sie kann keine Federn mitnehmen. Wegen Game-Logik. So. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Da gibt's was. Asche.
Dafür habe ich nicht genug Platz. Es ist ein scheiß Buch, es ist ein scheiß Tuch, es ist ein scheiß Hodern. Du wärst doch wohl ein Hodern mitnehmen, Keda, oder? Lama! Streicheln! Du sollst das Lama streicheln! Oh. Dann snipert es wieder weg mit ihrem Bogen. Na toll, toll, wo? Oh, ich bin nicht falsch. Ich laufe schon wieder in komplett falsche Richtung. Was grunzt du mir hier an? War ich gerade lieb zu dir, ich baller da gleich meinen Bogen in die Fresse. Bin ich da richtig? Jein. Also wie jetzt da muss da drauf, glaube ich. Irgendwo da drum muss der Verstoßene noch sein. Bist du verstoßen? Ah, nicht. Sind wir verstoßen? Oh, ich über die Wand. Nein. Komm, spring raus. Heia da uda uda, heia da uda uda, heia da uda uda. Prima. Bist du verstoßen? Ja, du bist verstoßen. Also verstoßen. Sprich mit mir. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Wo geht's du? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum 2. Mal. Die Kultisten reden über dich. Ach so. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Jacques Schell gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimak? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimak? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimak? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Nein, ich will nichts kaufen. Oh, dann will ich vielleicht doch was kaufen. Alter, die hat geile Waffen. Wieso hat sie eine vollautomatische Pistole? Wieso hat diese alte Frau eine vollautomatische Pistole? Und wieso weiß sie so viel über mich? Das ist creepy. Laservisier erhöht den Zoom-Faktor plus bla bla bla. Alle Gewehre, was ist das? Purpure Jägerin, dieses Outfit wurde von der Händlerin getragen, als sie jünger war. Das war ganz schön teuer. Was ist das? Aufstiegswerkzeug. Modernes militärisches Gerät zum Seilklettern wird zum schnellen Bewegen und zur Zerstörung dicker Seilbarrieren benutzt. Was kostet das? Also teuer. Ich hab gar nicht so viel Kohle. Kann der ein bisschen was verkaufen? Mal was verkaufen. Da, von die Tiere zum Beispiel. Da haben wir so viel. Da, danke. Ich wollte jetzt aber eigentlich nicht handeln. Ich wollte jetzt eigentlich mit dir reden, dass ich, da, ja. Ja, jetzt habe ich mit alle geredet. Und jetzt? Warte mal, war das überhaupt der Verstoßene? Ich glaube, das war gar kein Verstoßene. Hä? Ja doch, das war schon ein Verstoßene. Wandgemälde. Ja doch, passt schon. Komm und sieh dir meine Ware an. Wieso weißt du? Wieso hat die so viel über mich gewusst? Das ist creepy. Ich mag das nicht, wenn ich so gestalkt werde. Ich muss... Da.
Halt, da geht's. Ich latsche mal kurz über deine kranke Frau drüber. Halt, das ist aber. Ja, es ist. Ich verwechsel. Entschuldigung. Ja, dann bin ich halt über deinen kranken Mut drüber gelatscht. Nimm das selber raus. Da gibt's noch was. Nein, da gibt's nichts. Da. Da bin ich richtig. So. Was muss ich jetzt machen? Das wir jetzt rausfinden. Ich kriege jetzt diese scheiß Würfel zurück. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patouille-Spieler, den Paititi je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Sie ist creepy. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Hab ich auch irgendwas Cooles gekriegt? Taki die Würfel zurückbringen. Folge dem Klang der Trommeln. Okay, ja, toll, das war jetzt... Jetzt haben wir wieder was gelernt über das Leben. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Irgendwas mit Hoffnung und dass wir selber unser Schicksal in der Hand haben. Und, ja. Wir müssen zu dem Burm zurück, der ist da unten. Dann laufen wir zu dem Burm zurück, Lara. Schöner, schöner Name, Lara. Wieso suche ich überhaupt Zeige? Ich kann eh nichts mitnehmen. Mit der kann ich reden, da habe ich jetzt aber keinen Bock, ich gehe jetzt erstmal zu den Burgen. Sassen? Hey, Junge! Ich hab was für dich, Junge! Ich bin der Kratos und... Ach, halt, nein, ich bin nicht der Kratos. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Was für eine Knarre kriege ich zu dir? Ding oder Raketenwerfer? Waffe? Belohnung? Hallo? Nochmals danke, Ishik. Zum Glück sind meine Würfel wieder da. Ich krieg keine Waffe, ich krieg kein Ding. Zumindest ein mickriger Pfeile dabei geben keiner. Puh. Unverschämt, jetzt bin ich beleidigt. Oh, ich finde das cool, was die in Meister abzeiten, dass sie nicht einfach so durchlatschen wie bei anderen Spielen. Ganz nice. Okay, ja, super, die Stunde ist eh rum. Das ist genau ausgegangen. Also ich sagen, nächstes Mal machen wir mit der Story weiter.
das war ja jetzt nicht direkt Story weitermachen, das war halt ein kurzer Zwischendialog nochmal. Gut, wir gehen wie immer zurück zum Hauptmenü. Ja, bitte, danke. Gut, also, ja, für heute, wie gesagt, was gut sein, morgen oder halt das nächste Mal dann machen wir die Story weiter. Ich bedanke mich bei den Leuten, die da waren fürs Zuschauen, bei den Leuten, die es irgendwann einmal sehen, das Video fürs Zuschauen. Ja, wie immer, einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal, servus.